Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy. Und doch die letzte für das Jahr, Mam Pitt und Mam Gilles. Herzlich willkommen. Gute Morgen, Gilles. Guten Abend, Pitt. Wie das? Maja, sicher. Ja. Easy. Alles easy. War der verreckte Jahr, hä? Ne? Ja, natürlich. Das ist schon. Kann ich so. Und so wie die letzten 3 Jahre überhaupt, ne? Das ist wie die letzten, Moment, 37 Jahre. Das sowieso. Ich meine, so die letzten 3 Jahre, so ab 2020 war alles so extrem aufgefuckt gewesen. So. Ein bisschen schon. An den Medien, wie auch am Privaten, als viel geschieht. Auch bei Comedy ist viel geschieht das Jahr. Aber bei uns, wir hatten aber umso viel. Und umso mehr Musik für uns bei Laune zu halten. Und Voilà. sind wir heute hier, ging es so in 4. Voilà, das ist nämlich nicht so weit. Yes. Ganz Welt wird drauf gewährt. Mit Spannung und mit Frieden. Comedy präsentiert sein Top 10 Bestalbumen 2022 als guten Aufschluss vom Jahr. Schon ganz die drauf gewartet, auf den Tag, wo man das dort machen. Natürlich. Jederin. Ich meine, Ja, gibt keine Diskussion. ich meine, es war krass, wenn ich Das in ist Album ein hört, Highlight. wo bei mir ziemlich viel auf der Liste wird stehen. Den habe ich effektiv letztes Jahr im Januar so, ja, das muss ich mal abschreiben, weil den muss drauf kommen. Und den also auch effektiv drauf. Schon sehr viele Alben wahrscheinlich vergisst, so wie du, Hext wahrscheinlich auch, die entweder lange gegangen sind, wir haben probiert, das simpel zu halten, weil das kennt ihr nur einen Top 50 Stress machen, weil ich meine, genug Material hatte man dafür, ne? Das ist klar. Ja, das ist schon halt schwer, einen Top 10 zusammen machen, weil nüsse zusammen, dann denkst Ja. du so, Merkel, kann ich das doch nicht draufsetzen. Genau. So, egal, ja, okay, komm. Ja. Aber ja, wir müssen 10, also ein gut rund 12, denke ich. Ne? Ja. Und ja, Bühnen als du durchgekämpft, alles was du rauskommst, von internationalen Bands, von großen Bekannten und wie auch man da Bekannten. Ich fand es lustig, denn du hast mal ein bisschen gesagt, was Dinger lustig ist und noch umgedreht. Genau, relativ viel Underground-Sachen fand ich dran, das Jahr so. ziemlich. Ich habe sogar im Moment noch drüber gedacht, aber dafür kriegen wir definitiv keine Zeit mehr. Aber das ist vielleicht ein Budget für vielleicht nächstes Jahr. Es sind viele Alben, wo ich drüber gedacht habe, so, was sollst du mit dem Album machen? Einerseits ist es gut, andererseits wird mich einfach auch enttäuscht. Und was mir eben die Idee kommt, wie vielleicht an der Zukunft noch etwas zu machen, wo ich einfach bitter Enttäuschungen, weil du kennst da ein paar Optionen von diesem Jahr, gell? Ja, Leider, ja, gell? okay. Nee, das wirst du sehen, ja. also als letztes sind definitiv von Gemeinsamkeiten dran, aber das ist ziemlich underground. Vielleicht ein bisschen wie Mainstream-Band bei mir, ich meine noch vielleicht ein Mainstream-Band bei dir. Show vielleicht, ja. Das war es dann. Wie du hast gesagt, international ist viel geschieht, aber das auch viel hierzuland geschieht. Genau. Es wäre auch ungerecht, nicht als jungen Armeescher von hier zu vertreten. Aber du kannst beleidigen, weil ja, wir haben sie definitiv gelauscht. Den nehmen mehr wie den anderen. Immer gedacht, mehr sollen sie direkt am Anfang. Weil es egal, wie anders im Herzen sind, weil man sie appräciieren für das, was sie machen. Und voilà, du hast gesagt, okay, dann probieren wir die Releases zumindest zu erwähnen, wo es wichtig waren das Jahr. Und wir haben das definitiv vergessen. Dafür der uns Löscher lädt, das gesagt. Und da wollte ich mal direkt mit, ja, weil das ist ja bei uns in der Show war, wollte ich eigentlich Ghost Noise erwähnen, die das Jahr bei uns in der Show waren, genauso wie Pleasing, Absolut, wo ja. auch ganz viel gemäht tun das Jahr, wo noch immer fleißig zum Schaffen sind. Wen hatten wir noch, Pitt? Wen haben wir noch? Immer bei es hatten das Jahr, Ja, wir wo haben noch Musik gemacht. neue Musik rausbringen. Ja, Cosmogon natürlich, ne, 9 Album Yes, rausgebracht. yes. Der nächsten, also ich meine, das ist ja nächsten Album, ne? In Longplayer kann ich das so, ich meine, Ja, genau. Ja. Dann hatte man Ja. Sleeper's Guild, hat man What Remain, man hatte Blanket Hill, wo als Tieren drin abgemäht wird, für guten, anständigen Hardcore, große Merchen und Absolut. und David, pardon. Ja, der noch bei uns, ja. Preeater Ja. ist auch im Stark, du. Ich meine, du wirst nächstes Jahr gehen, bis du ein Album wird droppen. Und, Mehr Musik ist wahr, wie Frieden ist drauf. Du Aber könnt- alles, du was könnt das definitiv. letzte Landslets machen. 2023 gesagt gut aus an. Ja. Mischt Bock op nach Mei Matte. Mich ging so ein Melo schon am viel zu viel Zeit verloren, weil es werden lang gehen. Pit, Ja, wir probieren. Erzähl mal. Das ist Sweet One. Was aber noch, ich wollte ein paar kleine Sachen aufzählen, die du da durchgepackt hast, wie zum Beispiel Blüders Nord, zum Beispiel Allende, Hath hatte ich noch,
Imperial Triumphant, die wat ich besser rose sind, dass nicht das Lichtkontrakt machen, Minuye. Shadow of Intent an Bataille, die einen anständigen Comeback des Jahr gefeiert haben. Was hast du noch so Dinger seit? Ich hatte 3 Alben noch geschrieben, wo mich ein bisschen spät überrascht hat, weil ich viel zu spät dazu gekommen bin. Und dafür wäre doch nur ungerecht für jemanden an das Licht zu holen. Und das sind 3 Alben, wo sich auch mega krass unterscheiden. So ein Revocation mit Nether Heaven, wo auch eng bombastisch krass Melodic Thrash Death Metal Band ist, wo mich mega stark an den Black Dahlia Bilder erinnert. Okay. Und dann hat man noch die deutsche Metalcore Elite von Calderon. Eternia, war das die rauskommen, als ob es in Lernschmisch gegangen und ob es spät gecheckt. Und dann natürlich den Master himself, war das der fleißig, den Devin Townsend, mit Lightwork, das wirkt also so komplex, dass ich nicht konnte, an alle nicht will und einen Stück lauschen. Man muss Devin Townsend Zeit sehen, für selbst zu lauschen. Und dafür hast du doch nicht auf die Liste gekommen. Naja, du gibst so Effekt bei uns. Soll du fänken? Fängt du an, mein Junge. Fänken schon Platz 10 habe ich Direm Grey mit Phalaris. Phalaris, ich weiß nicht genau, wie sie das schwätzt. Phallus. Ja, Direm Grey. Eine japanische Band, die wir alle zwei immens gerne haben. Ich gebe auch so, diese größten Dinge zu mir in der Liste, weil ich eben ein Fanboy bin. Aber nicht nur du gesagt, weil ich fand das neue Album auch gut, obwohl ich am Anfang nicht so wirklich im Radar hatte. Ne? Ich meine, okay, von nice. Ja, und wir waren da und ich hatte komplett vergessen. Und dann war ich so, ja, den hat auch raus. Und dann hatte ich ihn aber gelauscht und ich war direkt so mit Frieden erfüllt, weil, das ist natürlich, sie haben nicht ganz viel in ihrem Sound geändert. Das ist ein klassisches Direm Grey Album, verreckt, harmonisch, teilweise emotional, aber auch ein paar kleine Überraschungen. Halt so mal ein bisschen aggressiv sagen, was mich erstaunt hat, weil ich hatte durchzugehen, ein bisschen mehr wie Lösrichtung gehen. Aber an B-Moll stand ein Lied, wo Blastbeat dran ist, weil ich von hinten noch nie hören hat gehabt, gell. Kio, geht drum alles, Punkto Gesang, gell, absolut Master-Sänger, gell. Und dafür, ja, trotzdem für mich verdiente Platz 10. Ja, Direm Grey ist effektiv auch leicht gegangen. Und ich finde den Album einfach auch das Jahr Zeit gelöst. Aber ich sehe, was ich, dass ich werde alle drin. Ja, die paar Sachen, wo ich höre, die waren richtig gut. Und ich glaube, mehr gucken, okay, Platz singet für eine Band angeholfen, wo mir auch das Jahr die hatten, ein schriftliches Interview zu machen. Das ist ein bisschen eine One-Man-Band aus Indonesien. Pure Rough heißt sie an den Album heißt Hymns of the Woeful Hearts. Das war so ein bisschen das Jahr war bei mir nicht ganz viel Black Metal gelaufen, muss ich sagen. Aber wann da war echt der Anfang des Jahres, also das war auch genau die Sparte, wo der Tor rausgekommen ist. Das atmosphärische Black Metal, wo auch an die Geschichte oder an die nicht so schöne Geschichte von der indonesischen Kolonisation an all die Sachen, wo hinten durch schief gelaufen sind. Viel an Detail zu gehen, bringt nicht, weil ich weiß die Geschichte auch nicht ganz auswendig. Aber schon den Interplay cool fand, eben weil da ein Fremdspruch aus, wo zum Teil so gemischt wird mit der Brutalität und mit der Atmosphäre. Und dann habe ich gedacht, komm, ich finde wirklich viel gelauscht. Den hat definitiv einen Platz verdient. Ja, du hast bei dem Album ein bisschen lauter gehen. Am Anfang auch, eben gerade, weil du ein Interview mit ihnen gemacht hast. Ne? Und ja, das ist auch gut anstellig, aggressiv Musik, muss ich sagen. Habe auch ziemlich gefallen gehabt. Ja, und hat definitiv seine Momente. Ich meine, mich ein bisschen teilweise an so Sachen wie Wolves in the Throne Room erinnert oder teilweise Anfangs Alcest-Sachen waren so ein bisschen mal dran. Viel atmosphärisch, voll, ja. Ja. So, mal weiter. Platz 9 habe ich Whiteward mit False Light, die trotz dem Krieg an der Ukraine gepackt haben, das Jahr verdammt guten Album zu produzieren. Wir hatten schon halt so was so gespart gehabt. Sie mischen so ein bisschen Black Metal mit Jazz-Elementen. Mhm. Sind zum Beispiel auch Saxophon. Auf der Bühne drehen sie mit Saxophon ab. Ne? Das gehört in mein Album, als das fließt, da ein bisschen so mehr an den ran. Das vielleicht teilweise ein bisschen mehr Black Metal wird dem ersten Drop. Also, sie sind nicht so schön zu weird sind im heutigen Album. Das ist ein bisschen, das heißt du weird, aber bei jemand interessant allerweise. Und spannend, das beste Album
extrem aus sind natürlich auch immens aggressiv Momente dabei und dann unruhig Momente dran an immens geile Atmosphäre von bis 4 ich hatte den wirklich oft gelauscht hat an wow ja definitiv das ist Top Tier. das ist definitiv Ja. ein starkes Stück. Es schön vielleicht auch nicht so viel gelauscht hat wie du, weil das ich weiß nicht, ich war ich hatte einen gewissen übersättigen Black Metal, ich meine gesagt nur mega Lust geil. Ja, ich hab ganz viel weg. Ja, das kann ich mal denken. Nee, mehr, also starke Album von Whiteboard, dann ich denke, dass du schaffen, dass bei ihnen natürlich auch positiv weitergeht, auch mit dem Impact für den Krieg hat, ob die Ukraine, ob hier generell Bandgeschichte. Aber darf man just hoffen, dass es da besser geht. Bei mir, etwas, was ziemlich spät dabei gekommen ist, das ist ein Album House of Sand von der Band Dawnwalker, wo ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, wann Opeth méi Opeth wär an awer méi net Opeth wär. Er klingt mega bizarr, wat ich so Makes sense, ja. ja, ich verstimmech an Ich verstehe so. House of Sand as so a creepy psychedelic Doommission an okay, wo wirklich gern Doom lauscht hat. Me Ja, die Doom-Elementer, wo du dran sind, gehen da richtig in der Haut an. Lo zum Beispiel den Titel, wo du was Demon of Noontide, gell, das so ein creepy Lied, teilweise eng mega hell Stimme. Und dann aber auch gurem Nitz, sondern nicht noch um weibliche Gesang, wo sie mal drauf bringen. Das war wirklich ein interessantes Album, wo ich einfach drüber gefallen sind, alle immer Bandcamp, so. Lang, wenn man die Cover so zugesucht hat, aber die Cover mich auch an der letzten Album von Opeth in Kauda Venom erinnert wird, weil so ein edles Bild repräsentiert. Und ich war gezückt und ich muss sagen, den Album wird auch noch definitiv weiterlaufen. Cool. Ja, ich kann leider nicht viel zu sagen, weil das so die erste, wo ich davon hören und ich habe den Album leider nicht gelauscht gehabt. Klingt uninteressant, muss ich aber sagen. Ja, wie gesagt, ich kann da gehen. Mein Gott, wen so viel Ja, hat man da nicht gelauscht. Das ist Schatz. Gott, nee, komm jetzt hier weiter am Fernsehen. Sehr weiter. Wo sind wir? Ich komme bei 8. 8 ist Immolation mit Acts of God. Immolation, wie sie nicht kennt, kurz dingen, geieren sich praktisch zur ersten Stunde vom Death Metal schon 81er gegründet. Er hat immer schon ein bisschen ihren eigenen Sound, den ein bisschen schwer zu beschreiben das. Gibt so ein, ich gebe es nicht Tactical Death Metal nennen, aber ich gebe es auch nicht Tactical Death Metal nennen. Ich weiß, da könnte wenig Sinn, aber ich kann sie vielleicht mal mit Necrophagist vergleichen, echt mit Gorgots vergleichen, aber mehr angenehm zu lauschen wie Gorgots. Ne? Wenn das durchdenken, ob du was seht, wenn eigentlich etwas seht, dann versteht ihr mich schon wahrscheinlich. Okay. Mal Fall, die mit Acts of God, also ich hatte die Band für ein paar Jahre für mich entdeckt gehabt, obwohl sie schon lange durch sind. Immens geil Diskografie am große Ganzen, geil, immens viel Hit-Album drauf. Acts of God fand ich ein gut Stück besser wie die Viergänge, muss ich aber trotzdem so also klingt erfrischend, als brutal, das Death Metal, das ist old school, aber auch so den ihren eigenen Sound, so bisschen verrückten Sound, geil, immens geil Band, top, wirklich top hier. Da muss ich auch definitiv rauslauschen, weil den ist auch lernst mich gegangen. Also, da musst du mir dann etwas Besseres belehren, wie du gerade gemäht hast. Ich werde mir das dann auch noch definitiv rauslauschen. Was tun ich in meinen 8 Stunden auch etwas, was ich wieder gar nicht kannte und mir, was ich durch ganz viele Reviews und so gelesen habe, wo ich ein bisschen stutzig gesehen habe. Die Band heißt Eternam und das Album heißt Hair of the Rising Sun. Also, laut den Reviews gehen sie ganz oft mit oder den Album für mit dem Tourisas Album The Vanguardian Way vergleich oder mit generell alles was Flash God Apocalypse machen. Da ist das extrem krasse Bombast dran, das symphonischen, melodischen, atmosphärischen Death Metal. An dieser Hinsicht echt vielleicht der arabischer Mythologie und noch dem Folk Arabic mäßigen zugeordnet. Das hat mich ein bisschen wirklich überwältigt, weil du sie wirklich verschiedene Passagen dran, wo wirklich extrem symphonisch klingen, aber auch extrem brutal, ohne dass es zu viel
also wie so dass zu viel friem klingt. Ich meine mir sie groß Anwärter von so Bands wo so Sache vermischen, da fällt mal Keep of Callison an oder keine Ahnung wie nachgeld wie gesagt Flash God Apocalypse sowieso. Und ich kann den Album nimmen empfehlen an den Ziel davon zählt echt auf eng historisch Geschichte zwischen dem Roman Empire an dem Ottoman Empire an das so der Fall von Konstantinopel bisschen dat wollen sie auf verschiedene Lieder durchstellen und das ein Geschichtsstunde am symphonischen an am Death Metal erzählt. Cool. Also ich hat auch noch Geschichte von der Heere gehabt, aber so wie du gerade beschrieben hast, da klingt mega interessant, muss ich sagen. Ja. Also mir ja nach einer Alben nur auf der List drop, wo ich ähnlich Anekdote wer tun an dafür ich fand, dass die umso mehr op Menglisch dann an den Sinn passt. Okay, gut. Sind wir weiter, kommen wir schon bei Platz 7. Oh, absolut. Donisch Seelen Ader mit ihrem drittes Studioalbum noch self-titled aus. Ja, Seelen Ader sind ein relativ jung Band und aber schon viel von der Schwärze gedoen auch ganz bizarre Stil an dem sie Blues Gospel mit Black Metal Extreme Metal mischen. Ja, so Neo Soul gehen sie gerne gestempelt. Genau hecht weiß ich nicht mehr. Ich war den Ball für seine Band. Ich hatte am Anfang hatte ich bisschen Schwierigkeiten mit denen gehabt für so zu lauschen, aber ich fand die sind von Album zu Album immer besser gehen so ne der leisten Zielen Ader Album ist wirklich immens gut von 1 bis 4 auch mega crazy immens crazy Stecker drauf geil wirklich ja das halt so klingt halt so ein bisschen wirklich ein Mitchmatch, aber das ist so gut zur Summe gesagt, geil. Und mich so Spaß zu lauschen. Ich hatte gestern am Auto laufen gehabt, da dachte dabei, ja, sie haben es gut produziert, ne. Und ich fand den Gesang, der Manuel Gagnon, hat so coole Gesang, geil. Ihr bringt wirklich so, dass wirklich die Stimme für auch Gospel zu sagen und so. Ja, das ist weird. Das ist so. Wirklich so weird. Also, ich hatte am Anfang auch ein bisschen Krempes gemacht. Und ich stimme auch nach Deelweis schwer. Ich kann nicht den ganzen Album lauschen, weil Deelweis ein bisschen so weird ist. Ich fand es aber nicht mal schlecht, muss ich sagen. Okay. Ja, ich fand, ja, das kann vielleicht im Moment ein bisschen anstrengend, so ein bisschen wie Imperial Triumph. Ich meine, das ist ja auch ein neues Album released, gell, der noch ultra anstrengend ist, gell, das war auch mega geil. Und er muss sich drauf alles und gebe ich einfach so an. Aber ich Sie waren auch das Jahr high, ne? Sie waren noch zuletzt, ich meine, als 4 Sie hatten als 4 Gruppen von... Ja, ich weiß genau. Nicht mehr Genau, doch. Stimmt, ja. Ja, wir waren ein bisschen faul. Für an die letzte paar Monate war das im Rausch gehen, kann man die noch bausen an, immer, die neue Saison könnt, also... Wir trauen uns einfach immer das Leid. Night Jahr, Night Konzern, ja. Night Jahr, neues Glück, so kann ich sagen. So, dann kommt nicht beim Platz 7. Ich meine, das von den Alben, wo wir gemeinsam holen. Ich meine, da können wir manchmal allen zwei ein bisschen drüber trottern. Ein wunderschönes Album, ein wunderschöner Mann mit einer wunderschönen Stimme. Der Mann erinnert mich auch teilweise ein bisschen an dich, Pete. Und zwar schwätze ich von der neuer ultimativer Black Gaze Band Carter Chef mit Liminal Right. Ja, Death Gaze, ja, okay, den ist Death Gaze, den anderen Black Gaze, ich weiß nicht, das ist für mich egal was, weil wir sind egal, das ist egal. Sie sind gut, sie sind einfach nicht mehr gut und hin also Buff mit dem Organ, wo wir hören, und den Album war wirklich richtig gut. Keine Ahnung, ja, Ghosts oder Lavender Calligraphy. Ja, das war so geil, das Lied. Richtig geile Lieder, richtig emotionale Lieder. Ja, das ist so viel an dem Album geschieht, so viel dran, geil. Auch die Vocal Layers, geil, wo gleichzeitig heiße Touch-Vocals und dann sein wirklich schon mal engelhaften, cleanen Gesang, den er mischt, geil. Mark Garrett, das ist wirklich ein immens guten Sänger, ne? Weil der Bock hat, kennt auch nur den YouTube-Channel Cartervox Academy hier stehen, geil, wo ein Vocal Lessons geht, wo sie Reaction-Videos machen, die einer Sänger und so, ganz interessant. Ja, auch hier selber wirklich top. Und er war so
na so op enger Licht an wost du das schon Ja. nie gesagt du hast mir richtig spaziert manche ne ge als Decks kommen Platz so weit also nicht. wirklich nicht. Ja. Ja, also auch immens unbekannt Band und sech die wirklich mega underground und ich hoffe dass sie mittlerweile auch an der bei Metal Blade in der Vertrag mengen Ich mein, ich hoffe Metal dass sie Blade, dat ze bisschen mehr Bekanntschaft kreen das Deathcore Elementer dran Death Metal Elementer dran und so die rauischen Elemente dran das ganz officereichen und das scheinen aggressiven Album kann ich so nennen. Ja, ich meine, ich persönlich sind mit Kauderschäfer verbinden kommen dann noch nicht mit dem Dote mit dem Album für Drun oder war ich da die EP für Drun Das war so ein EP gewircht ja, vier so Lieder oder so. göttlich gewircht ja. Das war wo ich mich auf Menge ewig sich noch Sachen wie zum Beispiel ne Oblivious Caris gemäht hun an der Hinsicht mit dem progressiven an dem melodischen an dem wirklich atmosphärischen an voilà, dann da passe sie genau ran an das wie du se ich hoffe noch dass es nach gewissen bewusst méi Fanbase kreen schmengen wär auch cool für so eng Band denke ha an Europa zu gesinn da ging ich direkt dabei ja. Me, Ich du hab musst- auch- hm? Ich war so ich habe dumme wo ich Band von tun ich war steigen dich gedurcht du musst Gil checken der gefällt ihm Ja, du hast mal bestimmt effektiv auch. Also ich hat bei am Anfang hatte ich Mensch nach 4 und der kennengelernt aber just so nee du passt du net aber wie du immer davor schwarz merkt du merkt schon vergis kann net sinn man schon effektiv leigelos an hue der Pi mir schon mengs besseres beleiert an ja so viel du so kann man schon mal Ja. bei Nummer 6 go ging ich so Ja. Nummer 6 Kaderchef Liminal Whites mir allen 2 als gesot ich meine kannst du mal Dinger Platz 6 weiterfüllen Moment 6 als wahrscheinlich die kommerziellste Band wo ich op Menge tun die große Soulwork Unhänger immer schon gewircht echt immer Soulwork wie in Flames ich mein, schon oft gesagt ja, hat overgivenheiten die letzten Album hun definitiv ich will nicht so nogelos neidieren noch gemäht für sich selber und sind einfach probiert just ein Album zu machen von nimmen Hits drauf sind auch von der Stadt von nicht appreieren muss ich aber doch von immer mehr aber den Hut aus tun weil das wirklich all Lied als singlewertig an das definitive die kommerziellsten Album wo sie bis hatten da das Chlor an Länge von der Länge hier ich meine das über 13 oder 14 Lieder schwer ich meine sogar 15 fand ich mich nicht ehren an es kann ein Single ähnlich Lied ist den typischen Opera Intro Bridge Chorus kann noch mat Blastbeat am mat gegröls funktionieren an mat ihrem typischen schwedischen Göteborger melodischen Death Metal wo sie schon mal die Asian Shin machen ja dafür sind Menge 6 ich hätte sie gerne mir öffnen gesagt mehr es waren zu viel andere Gutsachen do an wie gesagt Ja, ja. Viergänger Werklichkeiten aus Mengen aber nach immer viel besser wie den Dote mit den Doten aber auch eng Platz op eng USB-Stick verdingt an die steht doch nach Drpp. Ich hat ein Album net ganz gelauscht ich hat verschieden eng oder so Single Auskopplung hatte ich von der gelauscht hat gehabt ge ich weiß die komischerweise nie so den mega Soulwork Fan gewircht ich fand sie gut ich fand die Allsachen natürlich besser Ja, so, klar. ja ich war echt wie manchmal den Schatteneiser gelauscht ich war aber nur nicht so warm gehen Verstehe ich. vielleicht weil doch dem Moment einfach nicht gerade der richtige Moment war wie es doch viel drüber gesucht ist ich meine natürlich den heinst du dann das war einfach nicht der Moment dafür vielleicht probieren ich denke ja mehr Ich denke nicht also ich kann mir nicht feststellen dass er den Album wird gefallen weil mir schon zum Deal ich finde so nicht gefällt mir jetzt sind dick viele Sachen drauf wo ich als Hardcore Soulwork Fan nicht verstehen für was dass sie das gemäht haben an irgendwo verstehen ich immer so mehr weil es ein absolut kommerziellen Album ist an einen absoluten du kannst du kennst du alles Lied auskoppeln an ein Single draus machen an das ging funktionieren und das ist schon krass und ich meine das ist auch mal der Grund wieso dass er bei mir du steht an nicht unbedingt weil es der beste Album ist was sie je gemäht haben verstehen
naja da kann man top 5 gewiss so geile Scheiß. da hunn ech eng eng Band die schon lang gëtt gewiss so Darkthrone mat Astral Fortress wat mittlerweile hireieren 20. Studioalbum ass dafir en klengen Applaus Moment. sehr recht kann ich raschneiden Postproduction ja sie hat last Jahr ein Album Eternal Hales released gehabt gell dem am Manner gefallen huet den heiten als immens Wift gedrivenen Album das ein atmosphärischen Album das ein Album den immens gut aus am Hintergrund laufen zu losen an einfach drop hat ze bangen so ich kann den Alben dick oft gelöscht seitdem raus ist und geht so gut an Dauer ran ich weiß das ich kann schwer beschreiben der Gesang als immens so ein Dinges orientiert kommst nicht op oldschool Black Metal Band Celtic Frost ja, genau Celtic Frost das immens do am Tom Warriors Gesang auch so orientiert so Anfang wie den Nocturne Kultur wo den lächt die Albume so gesungen hört ich gebe man nicht als Black Metal ich meine sie groß gehen als Black Metal Band ich gebe den Album heim und nicht als Black Metal Album bezeichnen ich gebe einfach als ein Darkthrone Album bezeichnen in hört Black Metal Elemente dran nicht Heavy Metal Elemente dran bisschen Doom aus mal dran aber trotzdem wird ein immens geil Atmosphäre richtig gut Stecker drauf von Handy bis 4 Marke los fand ich also ja und die zwei man sowieso nimmen nach da paar zu Bock und was ich immens respektieren und ja, stimmt, ja, da pardon der Musikszene bisschen direkt gedreht und einfach gesagt ich alle go an ech mal einfach dat man dat wat man für richtig schalen an fanden den Album as definitiv besser wie die zwei lächt schon noch net alles so gelauscht hat mir dat war de Schere so ja okay ach du hast ein Tag von Album wo ich definitivem kennt lauscht drin wie zum Beispiel mat Arctic Thunder oder so dat waren so oder Nordic Thunder sorry an dat war wirklich so okay dachte dat klingt genauso wie ich macht 4 Stelle wann ich Darkthrone Release gesehen und plus der schreiben mittlerweile extrem sehr geil hat es schon mal am Jahrestakt wo sie so rausbringen Album 2019 dann 2021 gehen ja. Schon die Nerds an die Produzenten ja, wat dort produzieren bist kennst du natürlich nur so geil ja, aber trotzdem sind so am Gang mal schreiben geil ja das stimmt kann aber trotzdem so ja so whites Blockade oder so kennen die wahrscheinlich nicht mehr gut hey. Gut da kommen wir zu Menge 5 komplette Gegenteil wo aus der nördlicher Hemisphäre und zwar Evergrey a Heartless Portrait wo Ufang das dir rauskommen Evergrey sind auch so eng Schaffmaschinen die auch recht 2021 Escape of the Phoenix rausbrot das genau wer hat wie ich mein, okay Joa da vielleicht wandet neng meint so wie waren sie kurz noch hier im letzten Album schwanger gewähren an Boom und dann aus der Heartless Portrait kommen Heartless Portrait möchte genau das was Evergrey immer schon gemeint hat anständigen melancholischen Progressive Metal ne? Vielleicht auch eng Schieneren besser wie Escape of the Phoenix hat mir zum Beispiel nicht so gut gefallen weil du war noch ein bisschen mehr nicht unbedingt weil Löslieder waren mehr die Combinations wo du gehollen an die Leute wo du invitiert tun weil zum Beispiel auch der Sänger von Dream Theater hast du nicht Menge Favorite Schienen wann dem Gesang geht geil zum Tom England sowieso schon eng wirklich super gute Sänger als andere super gute Gitarrist dann brauchst du nicht unbedingt irgendwie den mais bon wat Heartless Portrait hat wirklich Erzählmomente auch an der Hinsicht dass den Album erzählt bisschen Geschichte von oder 3 Lieder erzählen Geschichte von Abduction an Leute gefangen geholt gehen gegen politischen Hinsichten an einfach so einfach den Höllefrufen dabei sind so wie so Hölle zum Beispiel hier ja echt Single war Save Us und das war natürlich ein bisschen noch
bisschen blöd, weil das nicht aus genau den da rauskommen, wie an der Ukraine der Krieg gegangen ist und das indirekt okay. wird das auch ein bisschen, ja, ich will nicht so ein, weißt schlechte PR, also immer besser wie KPR, gell? Ja. Aber so, das war definitiv nicht gewollt, mit dem Message aus der Seite stimmt, gell? Ja. Ja. An den Band, mit der konnte ich echt auch nicht viel aufhängen. Das ist auch leider so. Ich weiß, dass ich schon lange Fan war von hinten. Ich fand sie auch musikalisch und schlecht. Ich bin einfach auch kein Fan vom Gesang. So, Musik ist geil, aber es sind auch, vom Gesang sind ich kein Fan gewesen. So. Verschiedene. Ich meine, hier denke, ihr singt, für die, die nicht wissen, ihr singt Key Growls, also Evergrey ist eine Band, wo Bucky Growls dran ist. Überhaupt nicht, soweit ich weiß. Und hier singt echt an emotionalen, ja, romantischen Themen, kann ich. So, ja, da kann ich so ja. Und, muss ich gerne. Ja. Gut, kommen wir weiter. Platz 4 und Schlanner Shaw mit Pain Remains. Wahrscheinlich ganz viel dämonisch an Goblin-Sounds. Wahrscheinlich die kommerziellste Band auf meiner Liste. Ich meine, sie sind seit letztem Jahr gehypt, die keine Zweitband seit der EP. Die das letzte Jahr rausgebracht haben. Und dann Will Ramos ist wahrscheinlich auch mit der gehyptesten Sänger momentan an der Deathcore-Szene. Ja. Ganz gut im Recht, so nicht. Du hast mal ein paar Kritikpunkte zu dem dritten Album gesucht gehabt. Und ja, aber ja, so, darum, dass sich die Lieder immens gleich sind, dass alles irgendwie selbst aufgebaut ist. Und ich muss sagen, ich kann das verstehen, ich kann da auch teilweise recht, aber meine Meinung ist trotzdem so viel Aufwärtslung auf dem Album drauf, an den Lieder selber, das brutal, das aber auch gleichzeitig emotional und das auch schön. Und trotzdem, also vielleicht schon direkt an einem falschen Gesicht fängt ein Album an. Ich meine, da steht, das hat 3 brachiale Breakdowns, die alles korrekt machen. Yeah. Und das geht auch, das zieht sich immer so weiter. Aber egal wie, ich mein Liedfreak kann so, und das ein Highlight vom Album sind die 3 letzten Lieder, die 3 Pain Remains Stailer 1, 2, 3. Das ist definitiv ein Highlight. Und ich gehe mal in Zukunft auch mehr an der Richtung wünschen, können von mir so ein bisschen ein Album an der Richtung machen. Das ist wirklich so, ja, so ein Deathcore-Ballad, kann ich sagen. So krass wie das klingt, ohne lo schnulzig zu sehen. Ich meine, das bleibt brutal, das aggressiv Musik, das non-stop Blastbeat. Und natürlich hier Symphonic Keier am Hintergrund, gell, du Will Ramos, den alles rausspeist, was dem geht. Aber das ist immens emotionell. Und zum Beispiel die 3 Stecker, da sind immens viele Emotionen dran. Und ich meine, wenn das Video und das so geguckt wird, weißt du, aus dem einen vielleicht schon einen kleinen Drehen über den Berg gelaufen. Ja, definitiv. Sau stark. Und gesagt, auch top talentiert Musiker, alle gut von hinten, gell. Ja. Ich weiß nicht, ob du da gelesen hast, für kurzem ist bei Hindi den Drummer ausgefallen, der Tour. Und du steckst mich zu schlecken. So, hä? Aber wie hier ein Drummer ausgefallen ist und einfach gesagt, ja, kein Problem, also Bassist überhält das dann. So, gut, willst du hören, was wir spielen, aber wie wir spielen? Das ist nicht 0815 Beats, gell? Das ja, das Maschinengewehr. Das BPM hast du kein Zöllen mehr, gell? Nee. Du kriegst sogar Arts bei Respekt davon, weißt du. An der Spiele schon mal 400 BPM oder so. Nee, Lana, schon, ja. Ich muss sagen, wo du das gesagt hast, weiß ich, dass wir als du ähnlich sind. Am Anfang natürlich, dass Sun Eater rauskommt. Sun Eater hat YouTube gebracht an alles, was irgendwie mit Metal zu tun hat. Du hast dann über Sun Eater geschwärzt, gell? Und dann noch über Into the Earth. Genau, ja. Das, wie du siehst, die 3 Laststicker. Sorry, du brauchst just die 3, das ging durch. Es ging perfekt an den Egon. Es ist so nicht, dass die anderen Lieder nicht gut sind, aber im Vergleich zu Pain Remains, der Trilogie, sind die nicht mehr interessant. Ich fand, das ist verdient, wenn du ein Album durchläufst. Das Album ist geil, das ist brachial, aber wenn du dann umkommst bei Pain Remains, hast du das verdient, da durchzukämpfen, durch die Brachialität, für etwas
mir geschmackvoll ist dabei zu kriegen Ja. als Training Dr so als Ja. Punkt I als Kicht der Platz Ja, So unrecht gesehen ist ist es nicht. Bei mir war halt, wie gesagt, mit den ersten 2 Singlen, nur der zweite Single war ich auch noch immer dick gehypt. Ich hab gedacht, okay, die Jungen bringen effektiv den Deathcore, eine neue Welle von Deathcore, weil es sind kurz nur hinnen, sind noch ganz viele Deathcore-Bands aus dem Boden gekommen, die probiert tun, Lorna Shaw zu machen oder so etwas ähnliches. Aber doch teilweise geklappt hat es doch nicht. Aber mit der dritten Single-Auskopplung, manchmal war so, okay. Klingt aber ein bisschen monoton für mein Geschmack. Du nicht doch sicher, bis ein Album da war. Und ja, das ist ein geiles Album, mehr. Ja. Wenn ich kein just die 3 Last betiteln, dann wären sie definitiv bei mir. Du fährst bei mir leider nicht durchgegangen. Ja, ich verstehe. Es ist gut gestresst, aber ja. Ich fand, lief immens oft bei mir, gell. Das ist ein immens gutes Album für mich ist, unzumachen, wenn ich auf der Arbeit fuhren, für mich durch die Verkehr zu kämpfen. Du möchtest immens Spaß, gell. Und auch für Ja. jeden, danke. Lief immens oft bei mir, gell. Ich bin wirklich gern. Gut, da gehen wir schon weiter. Voilà, voll durch, mein Junge. Wo sind wir? Bei Platz 4. Ja? Ja. Platz 4 ging ich bei die norwegische Multi-Instrumentalistin von Sylvain mit dem Album Nova, wo wahrscheinlich der schönste ist, was ich auf meiner Liste tun. Und das sinnlichste und Musik, was ich da habe. Das ist eine Mischung aus Brutalität, also als harsh, nennen wir nicht Brutalität mehr, als schön, Chaos und Harshness irgendwie. Das ist das, was Nova ausmischt. Und generell als Sylvain für mich, ich will nicht so nicht, ohne so irgendwen zu beleidigen, aber wenn es als Test geht, da geht es auch Sylvain und die sind auf einem Level für mich. Wenn nicht als Test ein Album rausbringt, für dich gut ist, dann machen sie das. Punkt. Okay. Okay, ja, kann ich verstehen. Ich habe ein Album nicht gelöscht, das hat man Ich wollte das nachholen. Ich wollte ihn nachholen, weil das geht mir aber auch gefallen, wenn ich auch so ein bisschen in der Black Gaze Richtung, aber auch einzige Rollstellen. Weil die kannst du auch definitiv von der Genre so ein bisschen mit rapacken. Absolut, ja. Ja. Und ja. Das ging ich mal. Das ging ich mal noch. Gifter Schuss, ja. Gift. Und dann kommen wir bei Bronze-Medaille. Willst du nicht den feiert so, ne? Na, ich war da schon bei Lana Schade, da fällt mir feiert. Aber das feiert denn? Oh, fuck. Ja. Das immer leid. Was hast du? Du hast alle Feier abgesucht, ne? Ja, dachte, das feiert, ja. Ja. Wir gehen bei 3, Okay. ja, Bronze, wie du siehst. Dann Abstract Illusion oder ein Abstract Illusion mit wow. Wow! Sehen das so, ich bin mir nicht sicher, wie das Hallo, ja. Aber los, den Tschüss nach. Nee, so mal, die geht Ich meine, das wow, effektiv, wow. Na ja, wow, okay, da war schon so falsch. Ein Band, die wir allen 2 gut im Radar hatten, die auch relativ Newcomer sind. Und ich meine, da können wir als ein Kollege der Metal Inspector, denn dann, was sie so, dass dann mein alle gute Review gelesen hat von ihm, und wenn er will, könnte ich den noch gerne geben auf seinem Instagram-Account. Ja. Wow, wirklich wow, sind froh, dass du entdeckt gehabt so, dass das ein richtig progressiv Extreme Metal Perl, die ihn so kafannen zum spannen momentan kein Bock hat, man nicht so kein Bock, oder wenn du gerade keinen neuen Opeth oder keinen neuen Neo Bliviscaris Album zur Verfügung hast, dann Zum läuft ich Beispiel. das ganz gern. Ja. Und den Album geht auch genau das, geil. Das ist immens progressiv, immens viel Aufführung drauf, immens aggressiv, immens guter Gesang, immens gut musikalisch, over the top, wow. Atmosphärisch, immens atmosphärisch, emotional, das alles drauf, was ich gerne will. Das war am Anfang gefeiert, gell? Allein, wie wir ansehen gesehen haben, dass der Metal Inspector eng 10 verdeelt hat, eng 10 von 10. Du warst schon ein bisschen Ja, so, da war dabei, so, ja. wieso geht eng 10 von 10? So, das kann immer ganz gut sein. Und dann nicht gelungen. Also, ich war wirklich überrascht. Echt mal, wieso kann ich das nicht? Und zweitens, wo war hin das sicher? Und drittens, haben sie nach Alben, und effektiv, so wie Ja. nach den Alben für drunter, den das mindestens genauso gut, vielleicht ein bisschen Mann gut produziert, aber das da als Kiste um Kuch, gell?
Ja, ja, bis du siehst von der Produktion, das hat richtig sau gute Sound, gell? an das auch von denen Alben wo du muss mengenisch Steck laus drin Ja, ja, für du kannst einfach so auswählen, dass du Lied lauscht drin, so. Ja, kann ich machen, aber da gibt einfach Sinn als groß ganz, so. Ja, Gibt ja, da ja. gibt für mich Sinn, gell? ja bei mir steht noch auf der 3 dafür ich meine das ist auch die ähnliche Platz wo man gemeinsam hun wo genau ob der Punkt trifft Ich meine, Grund da Ja, ja, ich meine jetzt noch die 20 also mehr das ist so Bands, wo wir gleich hatten in der Top 10 List. Und, Nee. ja. Einerseits hat auch gut weil du dat Leute eben noch mehr Interesse für so weil ich muss Das ist mir Aufwärtsling zu holen. ja weil die letzten Jahren hat man bisschen viel Ähnlichkeit drop den letzten Server mal gemäht und das ja bisschen mehr in andere Richtung gegangen was ich umso mehr cool fand muss ich sagen. Ich meine, letztes Jahr hat man aber auch just ein oder zwei Gemeinsamkeiten bei der Top 10 nicht gehabt. Da muss egal wie Gedingens ja. Ich habe halt so immens Probleme für auf niemand zu kommen. Gell? du hast dann auch. oder viel mehr wem siehst du weil ich weiß schon halt nicht wie ihr da verlangst du dass ich nach Albe vom letzten Jahr Spiritbox, das ist so. Ja, Spiritbox, ja, okay, das ja. wenn er so löscht, dann schießt es verdammt mehr. Ja, wir probieren nochmal Officen dran zu kreieren, so. das ein bisschen aufgeschwart eigentlich das geht immer so gemäht ohne lo wirklich Ja, ohne die Mangel zu gucken, einfach so, du hast das, was ich will, Ja. du hast das, was du willst, und ja ja. das ist mir gehässig mehr war mir richtig Und das Englisch, auch mein Pitlech und Gilles Englisch als Gilles. wahrscheinlich Vom, ja Von den Bands hier, vom Sound hier, definitiv. ja, definitiv ja mir gut da können wir schon bald bei den Silbergewinner gehen bei dir Voilà. Silver ist bei mir wie gedotzt aus der Belge, mit There's Always Blood at the End of the Road. Fein. Ich hatte die Band durch dich kennengelernt gehabt. Ich hatte die ersten 3 Alben gelauscht, die von so einer Trilogie bilden. So gut, so atmosphärisch. Bisschen Black Gaze auch mal dran gehabt, gell. Wo den alten Album rausgekommen ist, war ich überrascht, weil immens ernst ist, als fand ich, wie die anderen 3. Das ist viel mehr aggressiv. für mich rau auch Ja, mir knascht es auch, gell. Und trotzdem schön. ja für alles ist Für schön. mich mal voll, für mich mal voll. Für alles ist definitiv schön. Der Gesang ist mega krass. Der Gesang ist wirklich immens, wirklich die High Screech Vocals, so Ja. immens giftige Gesang drauf, gell. Ich war baff, ich den Album gelöscht habe. Von der ersten Sekunde, dass ich dit schon FN, Ja. ich weiß nicht, wie die heißt, Genau. das war schon bam, gell, direkt wie so an Gesicht, gell. Und weil man es unerwartet, gell, dass den Album so aus wie ein Aus, gell. Und ich schon immer mehr aufgelöscht, es sind immer mehr warm gehen Mother und Schon Platz 2. am Vergleich zu den anderen 2 wo sie gemäht hun oder 3 bin ich mal nicht sicher oder 2 wie Von der 3, ja. Von der 3 Von der 3. den Hai als wissen wie wanns alles dat wat Atmosphäre ausgemäht hues rausgeholt hues und durch just nach ja Black Metal gespielt aber oni d'Atmosphäre net umzusetzen weis du spielst Ja, das ist gut erklärt, ja. ja nee, top Album ich ging sie auch definitiv ein gerne live gesehen ich meine ich hatte ja gehabt hier ihre Gitarrist enke live zu gesehen muss separater Band aber du guckst was das separater Band ne statt wird echt mat wie gedot zu denen gell das ja Pustekuchen am Vergleich so méi Shoegaze an méi ja ich fand so ein Emo aber Ball na mir gut da kann man Menge Silver Medaillen der das eng amerikanisch Band die Holy Fawn hecht net hellesche Faun okay Bedeutung von der Band das echt der am Respekt von der Natur an dem ja der Hellechnis von der Natur an den Album aus Dimensional Bleed wo das du rauskommst eng Mischung aus alles wat der Gilles Guerre prinzipiell Post Black Metal Shoegaze a Black Gaze wat willst du mei schon alles fertig will I'm a simple man. I'm a simple man voilà. Nee das mittlerweile muss ich ganz ehrlich so
die Zeit wo Emo in war und ich auch den Gag über Emo gemeint mittlerweile so nicht mal es sind auch irgendwo ein Emo Kant weil ich gehe mal so emotionale Lieder keine Ahnung ich verbannen du deck viel immer dann den ganzen Album aus durch von Traurigkeit von dem echten Ton bis die letzten gemischt mit dem Black Gaze als für mich definitive Meisterstück und ich kann den ich will nicht so einmal den Tag mir passiert mittlerweile einmal den Tag ganz laut okay. Das ist definitiv ein Band, wo ich mir auch wirklich viel erhoffe weil die hört auch schon paar Alben dabei sind wo gut sind mehr wo nicht so ja so Shoegaze sind oder so das gewiss sind surdimensionell ein bisschen so bizarres keine Ahnung das ist schwer zu erklären was zu machen mir war zu machen klingt gut das ist alles war dann von durch interessant dann aber auch nicht was du kannst ja das nicht was ich kann noch nicht was ich gebe so direkt dich go natürlich so wie es natürlich du beschreibst klingt immer natürlich gut ich gebe das auch definitiv eine Chance gehen aber ich weiß nicht ob ich mir da gebe auch der Band selber gif warm gin ich kenn wann ich gucke weil ich nach Menge löscht wann du alles gäbes wann du Sylvain willst laus drin dann hast du nicht viel ernst okay ja doch da kann ich schon da glücklich gegen wissen gut so kommen wir soweit Goldmedaille Platz 10 ich Galera mit Mirage Scheiß gedet ja ich war schon show auf den Album schon weit bevor rauskommen wo ich die echt Single Auskopplung naja dann wusste ich du geht richtig gut geil ich war nicht enttäuscht gehen den Album waren wie mal du schon geotend an eigenem Stück an war Genuss waren bis hier brachialen Album schnellen Album aggressiven Album so soll modernen Black Metal heieren mat enger sauguter Produktion richtig gutem Sound geilem Gesang das selten dass der Gesang löwen ennger Black Metal Band sind mir muss ich der Gesang löwe richtig so die Verzweiflung ja das richtig so richtig den Mann und einfach Schmerz geil wann sind geil das könnte auch river geil emotionale Shit aus dat geil sau starke Kinder von doch von bist noch durch die Lebens gelauscht hat geil war das natürlich wie viel modernen Black Metal Bands geht viel um Misanthropie und Narzissmus und du Self-Destruction und so weiter das spielst doch raus geil das ist wirklich ein Album mit dem leidste Mod während demsten lauscht aber Chain aderweise ich genießen net noch das auch definitiv ein Album ich das ja am meeste Larve gehabt kann am Repeat heernst du so genoss an noch Gitarren so gut gell so gut Riffs dran gell melodisch Sachen dran gell Drammer so eng absolut Maschinengeld der Batterie doch deweis nonstop Blasbeat dran an aber ersteckst du net dran das net dass du denkst oh, du hast mega krass gell das gut ausbalanciert geil von an bis vier ich meine Produktion aus zum Deal ja natürlich Gator ist definitiv eng Band und das eng Band vom last Jahr dat echt vum mal de Podcast gemet war gefangenen Platz doch gesagt war man ziemlich identisch schon Gator das weg net viel gelecht dat net weil schon weg steht dir woch gleich hun genchten Pit absolut recht war schmackes an schaffen dass sie weiter evoluieren an dieser moderner Phase vom Black Metal war auch definitiv machbar ist. Und ich meine sie sind do ein gut Beispiel dafür gell kannst machen ich meine schon just nicht wirklich gelauscht hat weil ich nicht wirklich an der Black Metal fast du war kann schon verstehen kann du weißt wieder das können nicht geht dann lo hast gut kalte Bausen lo lebt Medias der schnellen an der Basen absolut ja. Doch ich mein, 4 hatte ich noch viel gesagt dass immens kann vergleichen mit Suada oder so was mit BM aufgeht das brauchen sie sich definitiv für keinen von den Bands mit verstoppen also verschiedene sogar nach
also ihren Album ist weitaus besser wie der Beam of the Sewer du rausbricht tun ich will den Album nicht schlecht reden gell das auch noch nicht schlecht gell mehr das First Class moderne Black Metal Gesundheit ne dat war gehocht mir okay nee ich kind recht ich mengen geht sich für keinen mit zu verstoppen mittlerweile uns auch mengglisch genau dat von wat ze will machen umlächten hun Schienen ageschloen do immer hin an das ge hun Schienen ausgebaut Gas weiter gucke wo die Resi geht gespannt ja an da können wir mein absolute Gewinner schmengen van de Metal Inspector bis hain erlauscht hat dann we wer du könnt das wilde Run oder wilde Run wo Ufang Januar das du rausgemacht oder schmengen so en Januar mat Epigon ja wat kann ich über den Album so weil ich nicht schon 1000 Mal gesot hun Lastadt wilde Run das ich ganz wilde Run als progressiven Wahnsinn mat Folkelementer dran mat Opef ähnlichen Abbau vu Lieder seng stimmen erinnert mech ganz viel Opef die gut Opef also oder vielmehr die Louis Opef an die harte Opef wo dann noch sein Growls rausfielt dann Epigon als wie ihr Bild vom Picasso weil het so verwirrend as am Opbau westet lauscht an wat die Lieder mat da machen an ja das ist den Album wo am meeste gelä war und dafür steht noch op een an der lebt nach immer schön grad Hand laufen nee das nicht vor beim Opwelle du nur wahrscheinlich ja ich kann verstehen ich weiß dass die Band immens gern ist und ich fand sie auch gut ich fand sie wirklich stark ich hatte schon den nächsten Album hast man schon bewiesen gehabt sind mit dem neuen ein bisschen mehr warm gehen wie mit dem ersten muss ich sagen das mir heinz du ein bisschen ganz klein bisschen zu viel progressiv obwohl ich progressiv Sachen immens gern hun dafür heinz du das schwer jetzt erklären ich will nicht so Spaß zu lauschen aber das bisschen wie anstrengend zu lauschen und dann lauschen nicht so oft gell mich hat ein Album hat nur ganz durchlaufen gehabt gell das definitiv Top-Tier Punkto Produktion Punkto Instrumenter Punkto Talent von den Musiker das ja definitiv geile Shit gell an da waren wir schon bald wir sind durch wir sind durch ja gepackt kann man mir bis nächstes Jahr Dezember 23 nee natürlich mir schon vieles geplant auch für nächstes Jahr ja. Punkto wat man soll also wat mir lang machen an noch wat Punkto Interviews wo man Band wahrscheinlich werden hun schon vieles geplant an können wir schon freuen wann da weiter Welt dabei sind ja wir wollen vielleicht an dieser Stelle auch nach weil ich denken dat könnt ihr nur nach 2020 raus können all die Leute auch wenn man nicht gewonnen hun mehr all die Leute wofür alles gestimmt tun bei den RTL Podcast Awards muss man eine große Merci so war gut na also dat können man definitiv gegönnt war auch der nächste Grund wie immer do waren ne hat net sollte sinn wir wissen dass man eng 3 Fanbase hun dass man der alle zumindest alle guten den Leute dabei wo Druck leben und dat wat mir machen riesige Merci ja müssen noch ganz hoch verstoppt ne absolut definitiv ja hun du geschafft auch wann Joa nicht immer so einfach was an immer Problematik kann optreten oder so wir sind auch immer do und wir machen noch weiter vielleicht nämlich so regelmäßig wieder schon vielleicht gemerkt wird weil man wie gesagt noch ganz Körper einer Sache nebenbei holen mehr kann man die weiterhin den Begriff auch für 2023 an es ging so ein dummer Eis gesucht für das Jahr bleibt flüssen nach zu wünschen wünschen ihr Chef dich an eine gute Rutsch an Trinken als next Jahr genug nicht so viel bleibt hydratiert ich an der Pit wir wünschen dich etwas an bis nächstes Jahr halb bei Comedy absolut bis dann tschüss